Andi! Super wie? Schnell nochmal Mushrooms nachtanken. So Leute, ab zum Aria. Gestern gab es wieder keine Poker-Action. Meine Frau kam super spät nach Hause. Ja, bis wir dann Dinner gemacht haben und mit den Kids duschen, schlafen legen und also Sachen, es ist alles viel zu spät geworden. Und außerdem bin ich total hinterher mit den Vlogs. Ich habe noch 3, 4 Vlogs, die ich schneiden muss. Also habe ich mich gestern hingesetzt und einfach mal Vlogs geschnitten. Und außerdem war Las Vegas privat auf RTL 2. Also die Sendung, wo wir kurz mal zu sehen waren. Es geht sich da mehr um den Andi, der nach Vegas kommt und dann ein bisschen Coaching von mir bekommt. Aber ich fand die Sendung an sich richtig unterhaltsam. War auch ewig her, dass ich mal eine deutsche Sendung geguckt habe. Mit deutscher Werbung und so weiter. Von daher fand ich das Ganze mal richtig cool. Ein bisschen entspannt, deutsches Fernsehen zu gucken. Wer das Ganze verpasst hat, Las Vegas privat auf der RTL 2 Mediathek online kann man sich noch reinziehen. An manchen Stellen sogar ein bisschen emotional geworden, Leute, weil der Andi erinnert mich ein bisschen an mich selbst, wie ich früher hergekommen bin mit nichts und so und das Ganze packen musste irgendwie. Aber ja, Andi, nicht aufgeben, bleibt dran und wer dem Andi nicht folgt, Leute, Andy P, glaube ich, auf Instagram, der postet regelmäßig von seinen Online-Results. Hier glaube ich irgendeine Fitnessmesse oder so im Moment. Session mit einem Plus von 346 $ beendet, Leute. Nichts Besonderes passiert. Ich habe am Anfang direkt irgendwie 3-mal hintereinander mit Ass Bube G3 bettet und Flop G10 bettet und da ein paar kleine Pötte geschnappt. Also sie haben immer wieder aufgegeben. Und dann habe ich vergessen, wo ich geparkt habe. Dann habe ich noch ein paar kleine Pötte hier und da gewonnen. Nicht der Rede wert, wirklich. So. Aber ich habe trotzdem eine interessante Hand für euch, die nicht ich gespielt habe, sondern ein Kumpel, den ich hier also Kumpel, das heißt so ein Regular hier, den ich jeden Tag sehe. Aber ich verstehe mich gut mit dem. Auf jeden Fall geht die Action so. Ein älterer Herr, Open Race auf 15 $. Mein Kumpel auf 50, der Oldtimer auf 150 und Kumpel callt. Flop kommt Bube 10-10. Check callt eine große Bet. Turn, Check callt wieder eine große Bet. Und River, Check und der alte Mann geht jetzt all in für 1000 $. Die sind beide auf jeden Fall richtig deep. Der hat jetzt nochmal um River eine 1000 $ Entscheidung. Er überlegt und überlegt und überlegt und ich weiß schon, also nach 2-3 Minuten Überlegen weiß ich, dass der Kumpel von mir Buben hat. Also nochmal, Board ist Bube 10-10, Turn ist irgendein Blank und River kommt ein Ass. Mein Kumpel hat seinen Gegner auf eine spezielle Hand gesetzt und es ist Asse und Asse only. Und deswegen tankt er jetzt so lange. Und der sagt dann irgendwo mittendrin so, tut mir leid, dass es so lange dauert. Ich sag dann, guckt mich dabei an und ich sag dann, hey, take your time. Und er zeigt mir dann seine Buben. Der saß gegenüber von mir, hat dann aber so ein bisschen schräg gehalten, also ich konnte die Buben sehen. Ich wusste auch, dass der Gegner die Asse hat. Er macht da mega starken Fold und foldet da die Buben. Wir sagen alle, ey, zeigt die Karten und der alte Player da, der dreht dann seine Asse um. Und er hat dann Asse gerivert. Das wäre dann Full House über Full House gewesen. So Leute, jetzt schon fast zu Hause.
Ich kann mal Licht anmachen, damit man mich auch sehen kann. Schon mittlerweile dunkel. Ja, jetzt das gleiche Spiel wie jeden Abend. Jetzt erstmal mit den Kindern spielen und dann einen Vlog schneiden. Ich habe 7 Stunden lang gesessen, also tut es eigentlich immer ganz gut, den Kindern jetzt hinterher zu jagen. Die spielen jeden Tag Fangen und so. Morgen Samstag Grind auf jeden Fall nicht verpassen, Leute. Geht direkt weiter. Hoffentlich muss meine Frau morgen nicht arbeiten oder so, damit wir auch tatsächlich spielen können. Ansonsten war es das jetzt von mir, Leute. Wieder mal kurz und knackig. Hoffe, ihr seid morgen auch wieder dabei. Vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, abonnieren.